Hast du eine Party, eine neue ewige Liebe oder vielleicht nur ein Date oder einfach Lust auf Herdöpfelhäppli à la Patricia? Dann musst du jetzt zuschauen. Fantastisch. Steht Herdöpfelhäppli. Sehr gut. Sehr gut. Steht Herdöpfelhäppli. Was brauchen wir noch dazu neben Herdöpfel? Herdöpfel natürlich. Es ist ein bisschen so Flammkuchen inspiriert. Das ist ein Flammkuchen Frankreich Canapé. So, das ist keine Ahnung. Wahrscheinlich deswegen ist es auf meinem Kopf so gewesen. Dafür werden wir so Speckwürfel anbraten. Herdöpfel sind schon gekocht. Die werde ich schälen. Die kommen nachher so, ja. Wir machen das zusammen. Und dann habe ich noch Creme fraiche hier schon mit Kräutern gemischt. Wow. Ja. Und? Natürlich das Herdöpfelgewürz. Herdöpfelgewürz braucht es immer für die Herdöpfel. Für Herdöpfel es geht nicht anders. Musst gar nicht probieren, es geht nicht anders. Dann machen wir, eben gesagt, Flammkuchen sind inspiriert. Nehmen noch Zwiebeln dazu und ein bisschen Stückhauspfeffer, weil ich das so unheimlich gerne habe. Fantastisch. Okay? Ich freue mich jetzt schon drauf und auf einen Haufen Likes. Jetzt. Sehr gut. Ja, ja, jetzt gerade, bevor du vergisst. Ich kann dich jetzt köcheln, weil ich habe schon wieder Hunger. Ja, ich kriege auch, wenn ich das hier alles so schaue. Bis nachher. Bis nachher. Ciao. Danke. Tschüss. So, was braucht man, wenn man kocht? Ein funktionierender Herd. Aber ich muss am richtigen Ort drücken. Ich kann schon sagen, mein Herd funktioniert nicht, aber ich habe falsch gedrückt. Also nicht so fest drücken, zuerst schauen. Pfanne einschalten. Ich gebe nur ein bisschen Olivenöl hier. Nur, dass mein Speck, nicht mein, aber dieser Speck hier, nicht am Boden hockt. Wirklich nur ein bisschen. Nur für die Stücke, die nicht so viel Fett haben. Aber die meisten haben es. Also Speck in die Pfanne. Lassen wir den Speck sich da vom sich anbraten. Uppli. Einfach nicht vergessen. Hier habe ich aber schon mein Schneidbrett, mein Schüssel. Das ist auch wichtig, dass man in der Küche alles hat, was man so braucht. Das macht die Arbeit viel einfacher. Man kann auch vorher schon überlegen, Zutaten. Es ist hier so eine Kochshow, es ist etwas anders. Aber da kann man auch gut die Hai sich so angewöhnen. Dann vergisst man auch nicht etwas. Also, Herdöpfel, diese hier werde ich schälen. Sie haben einfach eine harte Schale. Und nur deswegen harte, wie sagt man, eine dicke Schale eigentlich. Wenn ich aber die ganz jungen Herdöpfel hätte, die eben ganz dünne Schale haben, dann müsste ich gar nicht schälen. Ich würde einfach kochen und schneiden. Ich schäle die. Ich zeige hier bei dem ersten, wie ich das mache, weil nachher mache ich mit alle gleich. Und dann kann man hier bei dem Video beschleunigen. Guck mal, da ist geschält. Also ich schneide so in Scheiben. Geschält, in Scheiben geschnitten. Herdöpfel habe ich extra kleine, mittelkleine genommen, weil dann habe ich nachher, wir essen das von Hand, das durchbissen ist es ein bisschen schwieriger. Es gibt eine Sauerei eigentlich. Deswegen nehme ich so ein Stückchen, dass man direkt ins Maul stecken kann. Das mache ich mit allen Herdöpfeln jetzt. Vergesse ich natürlich meine Speck nicht. Immer wieder ein bisschen umrühren, dass alle gleichmäßig anbraten. Es riecht natürlich schon super gut da. Da gibt auch schon ein bisschen Wasser auf. Siehst du, Speck, je nachdem, wie viel Fett hat. Wenn ich so ganz mager Speck hätte oder sogar Schinkenwürfel hätte, würde ich ein bisschen mehr Öl dazu geben. Ich habe das jetzt ein bisschen gewartet, bis ein bisschen Feuchtigkeit abgibt. Dann kommt meine gefriergetrocknete Zwiebel dazu. Schön. Es riecht jetzt schon fast nach Essen als Flammkuchen. Mit dem Speck und Zwiebel. Ich mache sogar noch ein bisschen mehr Zwiebel dazu. Fein. Lassen wir da. Weiterhin schön anbraten. Ich gehe dann zu meinen Herdöpfeln zurück und schäle alle einen nach dem anderen, bis alle geschält sind. Jetzt hast du gesehen, wie schnell ich das gemacht habe. Jetzt habe ich alle geschnitten. Das ist wirklich eine von diesen Rezepten, die man schnell fertig hat und man hat so viel Zeit zum nachher essen. Ich verteile meine Herdöpfelscheiben dort schon, wo ich nachher ausserviere. Mache ich schon etwas weniger dreckig. Ich habe hier fast keinen Platz mehr. Die mache ich nachher noch auf einen kleinen Teller. Also, habe ich versprochen, es geht schnell, einfach.
mit Herdöpfelgewürz wirklich drauf. Also die Herdöpfel haben bis jetzt kein Gewürz, oder? Einfach schauen, dass alle ein bisschen Herdöpfelgewürz kriegen. Habe ich überall verteilt? Ich glaube schon. Ui, die habe ich fast zu viel verteilt. Ist auch nicht schlimm, machen wir da, verteilen wir so. Gut. Machen wir bei den Kleinen hier auch. So, dann kommt hier Creme Fraiche. Ich mache auch über jeden Herdöpfel ein bisschen Creme Fraiche. Jetzt kommt der Speck. Ich könnte jetzt mit einem Löffel verteilen, finde aber so einfacher. Ich verteile das gerade so. Ich habe die Hände vorher gewaschen und ich kann die Hände auch nachher wieder waschen. Wichtig ist einfach, dass jede Herdöpfelscheibe hier noch ein bisschen Speck kriegt. Also das sind gleich noch eins, jetzt merke ich. Vielleicht gleich einen Löffel nehmen. Es ist nur wichtig, dass wenn man schon in die Küche schafft und so mit der Hand so schafft, unbedingt die Hände wirklich ganz gut waschen kann. Hat nicht für alle da die Creme gereicht. Dann esse ich die auch so ohne Creme. So, letzter Speck hier noch. Fällt einer vielleicht? Nein, alle haben Speck. Ich würde sagen, es ist fertig. Da hier lassen wir es noch beiseite. Wird schon gegessen. Wie versprochen mache ich noch ein bisschen Stickhuspfeffer oben dran. Da gibt es so einen Kick, wenn man isst. Und hole den Steady. Wir probieren dann zusammen. Du machst die heim und probierst es auch selber. Du? Oh, jetzt kann ich auch. Wow, Ja. ich schmecke schon, du. Du hast eben vorher schon kommen. Er hat vorher schon wollen, dass der Speck noch angebraten hat. Aber jetzt Logo. darfst du, jetzt ist parat für dich. Ist wirklich ein Kunstwerk, wenn ihr das ganz am Anfang schon gesehen habt. Danke wieder einmal mehr fürs Kochen. Gerne nochmal. Ich werde jetzt einfach probieren und du Genau. erzählst noch etwas, ist gut? Ich kann noch etwas erzählen, ja. Ich würde erst mal erzählen, wenn du auch selber probieren und auch das selber machen, dann unbedingt die Heim machen. Damit du das nächste nicht verpasst. Ich esse nachher auch, keine Sorge. Wenn du nicht alles isst. Das nächste nicht verpasst. Wäre nicht für uns, also für dich auch, da unten zu abonnieren. Dann verpasst keine Rezepte. Da kann man auch was schreiben, wenn man selber gekocht hat und gemeint, gar nicht so alles, was ihr meint. Oder doch, super. Du hast Rezepte wünschen. Da unten schreiben. Ja, Rezepte wünschen. Es muss nicht immer Spanferkel sein. Man kann auch was anderes wünschen. Nächste Woche gibt es Spanferkel. Nein, Wir müssen unbedingt zuschauen. Man kann auch noch was anderes nehmen. Wir können es selber Aber es gibt schon aufschneiden. einen Teil vom Ferkel da. Es gibt schon Speck heute. Wieder einmal mehr. Exorbitant fantastisch. Ich freue mich. Wenn ihr es nicht glaubt, macht es daheim noch. Wie gesagt, wir freuen uns über jeden Kommentar, wir freuen uns auf einen Haufen Likes und bis nächste Woche. Genau. Ciao zusammen. Vielen Dank. Bis nächstes Love, Mal. Peace, Herdöpfelgewürz. Ciao, ciao. Wieder einmal, weil da hat es Herdöpfel, dann nimmt man das Herdöpfelgewürz. Ja, das kann man immer merken.